Servus und Habitäre beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich bin der Mike, der Esel nennt sie immer zuerst, und mit mir im virtuellen Studio der Corby. Corby, servus. Mike, hi. Du, Habitäre. ja, es ist ein inneres Blumenpflücken mit dir, diese Folge aufzunehmen. Muss ich jetzt schon sagen. Mit dir habe ich schon ewig keinen Kontakt mehr gehabt. Mich freut es direkt, dass du wieder mit da bist. Was? Mir kommt zwar, wenn ich dich schon ewig nicht mehr kontaktiert hätte. Echt jetzt? Ja. So sehr vermisst du mich, das ist aber Voll. süß. Apropos vermissen, wir haben noch einen im Bunde. Kani, servus und habe die Ehre auch. Ja, aber die Ehre. Also ich habe keine Sehnsucht nach einem Corby gehabt, weil ich habe gestern erst mit ihm 2,5 Stunden aufgenommen. Ja. Sehr fleißig. Aber ich glaube, dass daran liegt, dass der Corby mit uns nicht Evil Dead Burn anschauen wollte, weil er sich schön war. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen vielleicht. Nein. Das ist Wahnsinn. Da kann ich jetzt gleich am Anfang hier Kinobashing betreiben. So sehr ich das Plattlinger Kino lieb, es ist halt... Den Scheißdreck hast du doch bei Weapons auch schon verzeiht. Ja, richtig. Und es ist immer nur so. Es ist überhaupt nicht schlimm. Okay, No. gut. Ich war dafür in einer der Hauptsäle in Straubing, was nämlich einer der großen Säle tatsächlich, wo Evil Dead gezeigt worden ist. Und das war vom Film her grandios. Die Straubinger haben sie nur nicht mit rumgekleckert bei den Trailern, weil ich habe 7 Trailer auf Englisch und Deutsch schauen dürfen. Hintereinander. Cool. Du warst quasi erst um 12:30 in der Nacht daheim, oder? Es ist erst sehr spät losgegangen mit dem Film, ja. Also ich glaube, es war schon 8:45, als dann der Film endlich mal losging. Um 8 war eigentlich die Vorstellung. Ja, Straubing ist doch auch eine Studentenstadt, oder? Da ist ja klar, dass das Zeug in Englisch gezeigt wird. Ja, aber direkt danach auf Deutsch. Ach so. Ja, für die Deppen unter die Studenten. Und zwar alle 7 Trailer. Apropos Deppen, es gibt ein paar Leute, die vielleicht immer noch nicht wissen, über was wir heute reden, aber wir haben eigentlich schon da ganz dick drin. Und zwar reden wir heute über Evil Dead Burn. Oh yeah. Den wir zwar alle gesehen haben zur selben Zeit, aber wie gesagt, nicht alle am selben Fleck waren. Und War das Sau. wir verzeihen euch jetzt was über den Film, unseren Senft. Und jetzt möchte ich aufhören zum Streiten. Ich sehe es jetzt leider nicht, Leute. Ich sehe es jetzt auch nicht, weil sie so leise streiten, aber die zwei zanken sich grässlich. Ich glaube, dass die alle 2 Deadites sind. Bis. Jetzt mal ja Sau. Ich darf sagen, wir ein bisschen spoilern da mal, oder? Ein bisschen? Oder wollt ihr es mal richtig Nein, die wir Beine besprechen wir gehen? schon richtig. Wenn, dann besprechen wir Cool. richtig. Ich habe keine Lust Yes. mehr auf die spoilerfreie Yes. Scheiße da. Yes. Also Das dann mag ich. für alle, die sie hier nicht spoilern lassen wollen, was wohl oder übel bei so einem Evil Dead Film passiert, leid, bitte. Ja, krass, da sterben Leute. Dann könnt ihr jetzt abschalten, schnell ins Kino laufen und dann wieder weiterhören. Gehört nämlich im Kino angeschaut, der Teufel. Bevor wir mir eintauchen, wer von euch zwei traut sich denn zu, dass er diese komplexe Handlung in Worte fasst? Corby. Familiendinner goes wrong. The stage is yours. Es geht um die Alice oder Alice, eine Französin, die ein bisschen Zoff hat mit ihrem Ehemann, dem Will. Und die zoffen sie so, dass sie dann dem Will praktisch in die Hölle rein wünscht. Und weil es ja ein Evil Dead Film ist und wir alle wissen, Evil Dead gehen Träume in Erfüllung oder Wünsche, Das ist eine Obsession. hat's den Will doch glatt in einen Dead-Eye. Wie heißen die? Richtig? Dead-Eyed? Deadite, Deadite, ja. Dead-Eyed verschlungen, indem er hier jemanden mit dem Auto überfahren hat. Und dann geht das Familiendrama los. Da kann jetzt schon gesagt, Family Dinner goes wrong. Und zwar das Family Dinner von der Beerdigung. Cremes heißt das, Cremes. Ja. Die komplette Familie hat tatsächlich ein bisschen Dreck am Stecken. Also die sind zumindest nicht ganz unschuldig, was dieses ganze Evil Dead-Universum betrifft, das da losgetreten wurde. Aber mehr dazu innerhalb der Folge. Es ist auf jeden Fall sehr spaßig. Der Film ist ein Evil Dead-Film ab Minute 1. Und das ist sehr, sehr angenehm und schön, weil es gibt im Endeffekt keine 5 Minuten, wo nicht irgendwas Grausames passiert. Das ist auch zweifelt, weil im Internet herrscht ja ganz viel, ist das noch Evil Dead?
Ja, nicht ganz oft, oder lese ich ganz oft. Was ist denn los? Wieso? Weiß ich nicht, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich, ich habe nur immer so die Leute gesehen, dass sie die Frage stellen, aber nicht wirklich begründen, warum ist das kein Evil Dead. Das, vielleicht haben wir Hörer, die das auch so sehen, dann schreibt es in die Kommentare ein. Da hat mich echt interessieren, wie ihr auf die Idee kommen, dass ich das nicht mehr als Evil Dead Film sehe, weil ich finde schon auch, dass das durch und durch Evil Dead-isch war. Er hat zwar ein paar Sachen kneift, dass sie zwar, wenn du jetzt sagst, so das Necronomicon oder irgendwie sowas, das haben wir jetzt zwar nicht, aber dafür stellvertretend diese Aufzeichnungen. Und ich werde sogar behaupten, dass der Evil Dead Burn neben Evil Dead 2 der lustigste von alle Teile ist, mit dem subversivsten und bissigsten, bösesten Slapstick-Humor. Und das ist geil. Da habe ich nämlich gelesen, dass dieser Evil Dead ja auch deswegen kein Evil Dead sein könnte, weil er eben nicht so lustig ist. Und ich mir denke, sagt mal, habt ihr eigentlich einen anderen Film gesehen? Was ist denn eigentlich los? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, bist du mit der Inhaltsangabe bist du durch, oder? Das hat passt, oder? Oder Also, hast du noch was auf der Pfanne gehabt? Wir wollen ja über den Film ausführlich reden, deswegen denke ich, das wird sich jetzt alles ergeben. Sagen wir mal, es geht vor allem auch darum, dass ein Artefakt gesucht wird. Aber wie schon gesagt, da gehen wir halt dann gleich noch näher drauf ein. Übrigens, wo wir noch bei diesen nicht verständlichen Kritiken sind, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, ich zumindest nicht. Ich habe ja schon Kritik an dem Namen gelesen, Evil Dead Burn, weil so viel geburnt wird in dem Film gar nicht. Wo ich mir denke, ach komm bitte. Das ist doch ein Ja, Witz, bei oder? Evil Dead Rise ist auch nicht voll gereist. Ja, Doch, ich da kann geht's ja Reis um nicht das- gesehen, kann nicht da geht ja- Kernl. Nicht ein Reiskindl, ne? Um das Rise ging es ja da bei dem Hochhaus und deswegen ist es ja total logisch, dass das Evil Dead Rise heißt. Ah, so. Aber bei Evil Dead 2 habe ich auch mehr als 2 Deadites gesehen. Das stimmt. Ja, Vollidioten, halt doch einmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn man die mag, dann mag man halt nicht, ne? Ja, das ist echt so richtig bockiges Trotzverhalten. Ja, auf alle Fälle haben wir jetzt mittlerweile schon den 6. Film, Langfilm in der Evil Dead Reihe, und was ich da schon wieder sehr geil finde, dass abgesehen von den ersten drei, wobei die ersten drei ja auch tonal schon total unterschiedlich sind, jeder Teil für sich, aber man kennt bei Evil Dead Rise und jetzt Burn jeweils eine Handschrift von einem Regisseur aus. Und das finde ich cool, und ich glaube, auf das hier legt der Sam Raimi ziemlich viel Wert, dass er erstens junge, frische Leute ranholt, so wie sie früher waren, Ende der 70er, wo es eben den ersten Evil Dead Film draht haben. Und dass man halt wirklich die Handschriften von den Regisseure, auch von ihren vorherigen Filme, schon ein bisschen durchblitzen oder noch immer ein bisschen durchblitzen sieht. Und das finde ich auf jeden Fall cool, weil die Filme jeder für sich, die Hälfte, die hängen zwar jetzt alle zusammen, haben wir festgestellt, oder werden wir noch feststellen, aber vom Ton her oder von der Optik haben es doch alle total unterschiedlich. Hast du denn schon mal einen Film gesehen vom Sebastian Wanicek. Sebastian Wanicek. Der Sebastian, hat Vermins natürlich. gemacht, diesen Spiders, der heißt bei uns Spiders, dieser Spinnenfilm. Das ist der Tod. Auf jeden Fall habe ich anhand von diesem Film schon richtig Angst gehabt auf der einen Seite, weil die Figuren alle beschissen waren in Spiders. oder Grausam. Vermins. Sie waren so furchtbar lästig. Grausam. Diese Borgneux-Slang-Ghetto-Scheiße, die da abgezogen worden ist, war richtig nervig. Aber wenn es dann ans Eingemachte gegangen ist, mit diesen coolen Szenen in diesem Tunnel, wo so der alles vorher Spinnen ist und so, also schaut euch den Film an. Also bis auf die Figurenzeichnung ist der eigentlich ziemlich gelungen, effekttechnisch zumindest. Da hat man schon gespannt, okay, so wie die Kamera geht und wie das Ganze eingefangen ist, ich weiß, was der Sam Raimi an dem gesehen hat, dass er gemeint hat, der kann ein guter Evil Dead-Regisseur sein. Ich weiß nicht, was er an ihm gesehen hat durch Spiders, aber er hat trotzdem einen guten Ach, Riecher schon, du bewiesen, weil, was jetzt, die darf auch meine Meinung haben, oder? Null. Okay, Da Entschuldigung. wissen wir doch, dass das alles für Katz ist. Ja, das stimmt auch wieder. Nein, aber er hat trotzdem einen richtigen Riecher bewiesen, weil ich finde, dass der Evil Dead Burn echt gut umgesetzt hat. Ja. Und wie gesagt, auch die Figurenzeichnung, es ist ja noch diesem Einstieg in den Film, der ja direkten Bezug nimmt auf den Beginn von Evil Dead Rise. Also sollte man quasi Evil Dead Rise auf jeden Fall gesehen haben, bevor man Burn sich anschaut, gerade so zur Info. Aber jeder, der jetzt diesen Spoiler-Talk hört, hat hoffentlich den Film oder beide Filme oder alle 6 Filme im Idealfall schon gesehen. Und die Serie. Und die Serie natürlich. Und dann ist es nämlich ja so, dass nach diesem fulminanten Auftakt an diesem See dann die Figuren eingeführt werden, und dann habe ich mir gedacht, oh Scheiße, jetzt wird's schwierig.
Und da holt sich aber der Film aber trotzdem nicht lang auf. Und wie der Corby schon sagt, es vergeht nicht viel Zeit, wo nicht irgendeiner drauf geht. Und schon haben wir diesen besagten Autounfall. Und von da geht's eigentlich schon total los. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn das schon alles ist an Figuren Einführung da in dieser Disco, das hat schon passt. Also mehr brauche ich eigentlich da jetzt überhaupt nicht. Na, und er macht ja trotzdem auch während der Geschichte immer ein bisschen weiter mit den Figuren. Also, das ist diese kurze Einführung, dass du sagst, ja, okay, der Will ist ein riesiger Hurensohn und die andere eher sein Bruder, wie hat er geheißen? Joseph, oder? Der Joseph ist ein wenig ein Würstel. Das haben wir ja beim Heimfahren auch mit dem Seppi festgestellt, dass alle mit dem Namen Josef einfach Würstel sind. Ist das fies. Er hat's bestätigt, hat er gesagt? Er hat's bestätigt, ja. Die Alice, da hast du auch gleich gemerkt, dass die eher so in die Richtung Survivor Girl geht, also so diese Kurzvorstellung und dann hat jeder noch genug Raum während dem Film, dass er sich ein bisschen entwickeln darf. Und der Joseph, der meinst auch noch irgendwann so, hey, jetzt wird er ja doch noch, und dabei ist er doch ein Penner. Und wir kriegen ja die ganzen Leute dann jetzt erst einmal vorgestellt in dieser wahnsinnig tollen Beerdigungsszene. Und da geht's schon los mit dem Humor. Weil das, was er da macht an der Beerdigung, fand ich schon mal phänomenal. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Mit dem Presslufthammer, der ja auch schon ein bisschen ein Foreshadowing ist aufs Ende vom Film. Ja. Hab ich gelacht. Immer neues Werkzeug brauchen sie, gell? Immer wieder. Nicht, weil ich gerade Kettensack, Nein. sondern immer wieder mal ein neues Werkzeug. Aber ganz im Ernst, war da überhaupt irgendeine sympathische Figur dabei, außer die Alice? Ja, der, wo, ich immer mit den scheiß Namen allerweil, der die Aufzeichnungen von seinem Opa quasi Joseph. Ich fand den Joseph, fand ich eigentlich nett. Hast Den du fand gesehen, ich- wie der mit dem Haus umgegangen ist? Aber Ein echt, der hat überhaupt Vollidiot. keine Wertschätzung, der Kerl. Ein Vollidiot, der darf in diesem Haus drin leben, in dem Ferienhaus von der Familie, und er macht gar nichts. Na, er richtet sein Büro auch nur im Dachboden Ja, ein. geh Natürlich, weil weiter. er zu faul ist, dass er die Unterlagen von seinem Großvater Ja, aber nur weil er aufgetragen faul ist er kein Mensch, der mich aufregt, weil sonst darf er mit dem Kani auch nicht verkehren, weil er mich dort aufregt hat. hat. Boah. Okay, Shots bin feiert. Shots bin feiert. Und vor allem völlig unerwartet. Ja, voll aus dem Nichts heraus. Also ich weiß auch nicht, warum das wieder so eine scharfe Tonheit herrscht in der Aufnahme. Tut mir leid, okay, ich nehm's zurück, dann schneiden wir es aus. Kani ist tut mir leid. Nein, das bleibt drin. Das bleibt drin. Das bleibt drin, das soll die Nachwelt soll das erfahren, wie du mit mir umgehst. Das soll wirklich erhalten bleiben, wie du mit mir umgehst. Ich reiß mit zusammen, es tut mir leid. Das ist über mich Dreckschwein. gekommen. Ich glaube, es ist die Hitsterin. Ja, ich glaube auch, die macht Leute deppert. Und aggressiv und alles einfach. Ja, voll. Da vor allem auf die faulen Wichser wie mich. Scheiße, tut mir leid. Okay. Also auf jeden Ja, der Fall. Vater, der Edgar, war auch ein sympathischer Kerl, finde ich. Ich fand den cool. Also als Figur, ich fand den nicht sympathisch, aber ich fand den cool. Und wo schon die ersten Stimmen jetzt im Netz sind, so, der war ein cooler Part für den Freddy Krüger. Also allein von seiner ganzen Mimik und Ding, so wie der da rübergekommen ist, ja, das war überhaupt nicht verkehrt, der Typ. Ja, als Deadite war der brutal. Der hat wirklich da, wenn er aus dem Auto aussteigt, diese geile Autokampfszene, und dann steigt er doch da so aus und dann grinst er so geil um. Das war so ein Gänsehautmoment für mich. Ja. Unglaublich geil. Er hat allgemein ziemlich geile Shots auch immer wieder drinnen, finde ich. Der Wastel, hat der echt geile Aufnahmen auf die Leinwand zaubert. Was? Aber dann lasst uns mal chronologisch vielleicht ein bisschen drüber reden. Also es ist Nächstes die mit Evil Dead Beerdigung. anzufangen. Es ist die Beerdigung von dem Will. Und der Edgar, das ist der Vater, will sie dann nochmal bei der Leiche seines Sohnes verabschieden und bittet dann den Krematorium-Typi, der da eigentlich gerade voll am Feiern war. Feier, weißt du? Gut. Aber schon wieder Feier, schon wieder Burn, weißt du schon? Ja, Überall eben. brennt. Eben. Hey, du, darf ich noch mal kurz mit dem Malorsa und so? Und dann sagt er, du, heute ist ja Beerdigung und du bist der Vater, klar, mach doch. Also, so war es jetzt nicht. Aber dann Und steigt so eben uns. der Will aus dem Sarg aus und killt erstmal diesen Krematorium-Typen. Und ist dann der Vater direkt danach dann schon besessen? Weil der fährt ja dann nur mit der Familie dann wieder zurück. Ja. Oder ist es so eine Vorstufe besessen sein, weil er kämpft ja dann schon nur so ein bisschen mit sich. Sie zeigen in dem Film allgemein sehr stark die Psyche von den Leuten, wenn der Dämon versucht, in sie einzudringen. Deswegen haben die oftmals nicht gleich sofort direkt besessen und angriffslustig, sondern einfach seltsam. Und dann hörst du dann so im Off, wie der Dämon mit einer spricht und einer so zuredet und so. Und das fand ich auch ziemlich cool, dass diese Besessenheit so schrittweise gegangen ist da. So ist mir zumindest vorgekommen. Und so ist da beim Vater Aber dass er da dann an Will nicht einfach mitgenommen hat? auch. Durch die Berührung mit der Hand hat er es übertragen.
Genau. dass er seinen Sohn nicht so lieb hat, dass er dann einfach sagt, hey Kim, steig da in den Kofferraum, ich nimm die einfach mal schon mit. Ja, weil er so ins Auto abbrennt. Ja, muss Der hat er geliert. Ja, okay. Nein, er kann ja nicht von Haus aus schon mitgehen. Sie suchen ja diesen Dolch quasi. Diesen Dolch, ja. Genau. Und sie sollen ja quasi das zuerst alles vorbereiten, bevor dann er auf den Plan kommt. Also so habe ich das ja gesehen. Also wenn so eine Hierarchie da ist, er lässt quasi das Fußvolk schon einmal was arbeiten, bis er dann kommt und absandt am Ende. Okay. Auf jeden Fall ist mir der Edgar natürlich äußerst unsympathisch, weil er dann den Familienhund absticht. Also allgemein diese Dinner-Szene. Die war irre. Allgemein. Das war ein Suspense, ja kaum zum Übertreffen. Das war ja Wahnsinn. Sehr unangenehm. Ultra unangenehm. Das ist 1000 echt coole nur- Werkzeuger auf dem Tisch, die alle drauf warten, in irgendwelche Gesichter, Hälse Hunde. oder irgendwelche andere Körperteile getrieben zu werden. Super Ja, vor allem cool. dann sitzt die Elle so da und dann spielt er schon wieder mit dem Messer. Dann schaut er nicht hin, dann nimmt sie ihm das Messer weg. Dann spielt er mit dem Korken. Dann schaut er nicht hin, dann nimmt sie ihm das Korkenzieher weg. Dann nimmt er wieder das Messer. Die ganze Zeit, Kruzifix, gibt's ihm das Zeug nicht die ganze Zeit immer wieder. Dazu mal alles weg. Ja, irgendwas stimmt mit Vati nicht. Ja, Dann hat er einen Hund, und dann hat er den Hund mit der Gabel abgestochen, oder? Ja, ich glaub schon. Das war bitter, also das war richtig, also war schon intensiv. Also man sieht zwar das auch nie so groß, also so in einer Weitwinkelaufnahme, sondern immer, der Kamera ist immer sehr nah dran und so. Aber ich fand es trotzdem sehr intensiv mit dem Hund. Auch wie er dann da gelegen ist, wenn man dann die Leiche von dem Hund da links sieht, der noch zittert und so. Also das war schon bitter. Bitterböse. Wenn diese Szene nicht gewesen wäre, hätte er von mir voll Ich hab's gewusst. gekriegt. Ich hab gemeint, bei deiner Letterboxd-Review, da steht noch irgendwas vor dem Hund drin, aber das hast du ich geklemmt. hab's mit Absicht nicht reingeschrieben, aber ich hab das während am Schauen dann schon gedacht, so, jetzt sind es keine vollen 5 Sterne mehr. Klar, der Hund kommt später wieder und da habe ich mir gedacht, ja, ist irgendwie eine coole Idee, aber nein, das verzeihe ich trotzdem nicht. Okay. Ich hab's ja noch verziehen, weil es kein Katz war. Also ich bin da fein rausgegangen. Ja, war klar. Und der Mike, weil es kein Kind war, oder? Ja, da reden wir dann auch noch mit drüber. Ja, stimmt, ja. Ja, und dann haben wir dann eh schon die grandiose Autofahrt. Wobei, ich habe ja vorhin die Frage gestellt, ob es sonst noch irgendeinen sympathischen Charakter gibt. Eigentlich ja schon, die Tia, die Freundin vom Joseph. Stimmt. Die finde ich tatsächlich, das ist die einzige, die vollumfänglich eigentlich sympathisch war. Ja. Und die trifft so ziemlich am härtesten. Ja, die kriegt sich. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, an mehreren Stellen. Also, wie die stirbt, ach du Scheiße. Also, das ist übrigens das, wo wir schon mal drüber geredet haben, mit Spoiler in Trailern. Diesen Trailer habe ich nicht gesehen. Ich wusste nicht, okay. dass das passiert. Du hast nur den One-Shot-Trailer praktisch gesehen, oder? Genau. Ja, das wünschte ich auch, ich hätte nur den gesehen, weil der andere Trailer, der hat schon sehr viel gesagt. Ja. Ja, aber es sind ja noch immer genug Sehenswürdigkeiten in dem Film vorhanden, die der Trailer nicht sagt. geht's ums Prinzip. Ich gebe dir schon recht, aber ich meine nur, es ist nicht so, dass er alles jetzt sagt. Nein, das Also stimmt schon. er wartet schon nur mit genug auf, der Evil Dead Burden. Also Das stimmt schon. blutleere Szenen haben wir nicht so viel. Nein. Der Und wir Joseph können ja und dann... der Joseph und die Tia machen sie nämlich auf und nehmen den Edgar mit Richtung Krankenhaus, weil sie sich denken, oh Gott, der hat den Hund abgestochen, dem geht's bestimmt nicht gut. Und wir denken, ja klar, der Typ, der den Hund abgestochen hat, den fahren wir jetzt ins Krankenhaus. Mit dem Hund. Und da ist Also er dann Hund hat sich schon mal endgültig, da ist er dann endgültig besessen und sagt dann der Tier, wo der Ziegenbock seinen Honiger hat. Was ist das für ein scheiß Sprichwort? Das gibt's überhaupt nicht. Der war richtig schlecht. Macht nix. Auf jeden Fall, Denkst dieser drüber nach. Kampf in dem Auto war mega gut. Also, Freunde, wo war die Kamera? Also, das war ja Wahnsinn. Also, wie es da rumgegangen ist und so und diese Action da drin, war echt top und massiv schmerzhaft und eins von den richtig krassen Highlights schon mal in dem Film. Total, ja, die habe ich auch, das hat mir richtig Spaß gemacht. So auf den engen Raum, das hat mich vorhin an Raid 2 schon direkt erinnert. Ja, oder Drin Deadpool geil. und Wolverine hat es ja auch Ja, so eine Szene genau. gegeben, die war auch sehr, sehr cool. Das war Die super. war aber ein Und bisschen da- witziger. Ja, das stimmt. Nur ein bisschen. Leicht. Nur ein bisschen. Er hat auch viel so geile, besondere Szenen, weil auch, wenn man schon kennt durch den Trailer, aber auch dieser One-Shot ist ja auch Ja. geil umgesetzt, wie die Kamera so durchfährt, während sie am Boden umeinander grabt und der Edgar als Deadite im Hintergrund, glaub seine Frau und sein Buben durch die Bude fotzt.
Ja, und der fliegt ja dann auch so. Und, so und auch noch fliegt. Teil. Und alles, das ist so geil, wenn du dich darauf konzentrierst, was im Hintergrund eigentlich passiert während diesem One-Shot, wo sie durchgrabbelt, was das für eine Choreografie allein ist, damit das alles im einen Schuss durchläuft. Voll geil. Ja. Also ich war da echt begeistert von der Machart von dem Film. Oder auch dieser, ja, du? Ja, wahrscheinlich machen wir jetzt mir dasselbe, das im Spiegel, oder? Ja, Spiegel, Bomben, geil. Brutal. Also, du wirklich meinst, diese Kampfszene, die du siehst, ist ganz eine normale Kampfszene, bis dann auf einmal das Beutel zerbricht, die Kamera rausgeht und dann siehst du, dass gerade einer mit dem Kopf in einen Spiegel eingeschlagen wird. Also, du siehst die ganze Szene die ganze Zeit vom Spiegel aus, bis dann die Person den Spiegel zerbricht und dann die Kamera wieder rausgeht. Super Idee, war echt toll. Ja, wirklich wunderschöne Einstellungen. Auch die Badewannenszene finde ich unglaublich geil gemacht. Wunderschön, ja. Das war echt Also für handwerklich wunderschön. voll. Das, was man halt da sieht, ob man das als wunderschön bezeichnet. Ja, dir gefällt's vielleicht nicht. Da muss ich an Devil's Rejects denken. So sah sie aus, bevor sie bei euch war. Da wollte sie jeder ficken. So sah sie aus, nachdem wir sie aus eurem Haus raus haben. Da will sie keiner mehr ficken. Du vielleicht nicht. Das stimmt. Schön. Ja. Guter Film, ja. Na, aber auch diese Badewannenszene, wenn es da über die Wind und dann über Deck aufhört und dann dreht sie die Kamera mit, das ist so geil gemacht. Also handwerklich ist das Ding einwandfrei, Vollgas. Also da habe ich nichts zum Aussetzen gehabt. Das war richtig schön zum Anschauen. Da bin ich dabei. Ich habe die Dynamik auch insgesamt ziemlich geil gefunden. Also er kommt mir wahnsinnig kurzweilig vor, bis auf den Schluss. Irgendwie, obwohl der Schluss ja per se auch nicht lang dauert, ist es aber irgendwas, das zirkt sie für mich unendlich. Weil ich mir halt dann gedacht habe, warum muss man jetzt überhaupt diesen Ortswechsel machen? Ja, Wie es euch da ging? Nein, also der Film hätte von mir aus da enden können, wenn das Haus brennt. Ja. Hätte von mir aus enden können, aber das, was dann noch gekommen ist, diese Terminator 2 Reminiszenz da, das hätte ich nicht braucht. Das war, als ich gesagt habe, hätte erstens zu viel CGI, das passt zu Evil Dead überhaupt nicht, weil sie haben ja diese Abomination, keine Ahnung, das am Schluss von Evil Dead Rise, das haben sie ja auch von Hand gemacht und so, also sie halten sich eigentlich da schon allerweil sehr stark droh, dass alles praktischer Effekt ist und da greifen sie total auf CGI zurück. Ist ja dann auch nicht mehr so cool, weißt du, es ist ja dann nicht mehr so intensiv, finde ich. Das ist halt einfach eine CGI-Figur. Hat mir ein bisschen an die Mumie mit Brendan Fraser erinnert. Ja, stimmt. Diese Optik. Ja. Also der Schluss ist wirklich das große Manko von dem Film. Für mich auch. Wahrscheinlich hat er da am Ende noch nachgeschaut und hat dann gesehen, fuck, ich habe nur 2 Millionen Budget übrig. Mann, was machen wir denn jetzt? Ja, es hat sich einfach so einbürgert seit der Evil Dead vom Alvarez, dass am Schluss immer irgendwas kommen muss noch. Irgendwas Separates. Und ja, diesmal haben wir halt den T800 gekriegt. Ja, dann abgefackelten Will Aber am Spieß. dafür gibt's vorab so viele schöne Sachen. Also, wie gesagt, diese Kampfszenen allgemein innerhalb dieses Hauses, irre. Ihre Choreografie, hervorragend, Effekte, wow. Also ich werde fast behaupten, dass der Film der goriest Movie 2026 kriegt. Oh. Also er ist wirklich unglaublich Wir haben noch ein blutig. halbes Jahr Zeit, aber mal schauen, ja. Aber Und vergesst nicht, liebe Regisseure, da kriegt man ein T-Shirt. da kriegt man ein T-Shirt. Ja, wo das dann draufsteht. Also einen anderen Preis können wir uns da nicht leisten. Okay. Aber Das T-Shirt ist ja weiß und wir haben das mit Edding aufgeschrieben, weil wir uns das alles leisten können. Nicht waschen. und apropos Brutalität, das hat ja vorab schon geheißen, dass der Film, dass er kein NC-17-Rating kriegt, in die USA hat er leicht gekürzt werden müssen. Aber es hat sich ja mittlerweile schon herausgestellt, wo es gekürzt werden musste. Und das ist der Kill mit der Ofentür. In der quasi nicht 20 Mal auf das Gesicht geschlagen wird. Was? Spülmaschine, oder? Ja, Spülmaschinen. War das Spülmaschine? Ja. Man schon, oder? Ja, weil die ist kaputt gegangen. Ah, das ist die, dann war's Da ist das. er eher Okay. draufgefallen. Okay. Genau, und der anstatt das, weiß ich nicht, ich glaube 34 Mal hat der Regisseur gesagt, wird auf den Kopf eingeschlagen Irgendwie und da so haben sie über halt dann 30 Mal, nur, weiß ich nicht, 20 Mal, aber es ist allgemein so, dass bei dem Film während des Schauens überlegen hast müssen, mit dieser Information im Hinterkopf, dass der gekürzt ist, sagst du, ja krass, die Scheiße, was muss ich jetzt da rauskürzen? Das Ding ist ja, fetzt ja von vorn bis hinten. Was ist los? Also das war wirklich, das hättest du auskatteln können, was für eine Szene, die da beanstandet haben. Ich hätte nur drauf spekuliert, auf die Szene mit der Oma, weil man ja nicht sagt, wie sie es im Fuß absabbelt, dass sie das vielleicht rausgenommen haben, aber gut, dann haben wir jetzt 10 Schläge mit der Spülmaschinentür auf dem Kopf weniger gesehen. Das
ist jetzt für mich nicht unbedingt eine dramatische Zensur, weil die so schon heftig genug ist. Kommt wahrscheinlich die Extended-Version dann. Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch die ganze Zeit am Ende auf die Oma gewartet und hab mir gedacht, die ist doch nur da. Die ist jetzt bestimmt nicht verbrannt, die kommt noch mal. Aber die hätte ich halt schon einfach früher losgeschickt und nicht erst in die Credits. Ja, brauchst du was für Mid-Credits und Post-Credits und sind ja die Credits so langweilig. Wie habt ihr denn die Oma allgemein gefunden? Top. Ja, ich hab da voll Drag Me to Hell Vibes gehabt bei der. Ja. Boah, da wenn die mal hinter der Alice, glaube ich, steht, der Sex ist so ein bisschen verschwommen, da habe ich voll die Drag Me to Hell Vibes gehabt und hab mir gedacht, alles klar, ich gehe jetzt, weil das tue ich mir nicht nochmal an, weil Drag Me to Hell hat mich damals fertig gemacht im Kino, die alte Frau. Ja, die war stark. Sie beschämen mich. Ja. Und wie sie ja von diese 10 da raustut, also da schaut sie ja noch grintiger aus. Also vor allem, wenn am 10 von abgängen, ist ja das schon mal krass. Aber so wie die dann als Deadeye drüber kommt, ich fand die mega beängstigend. Also die war echt stark. Vollgas, ja. Das mit dem, wenn dann ihre Tochter als der herruft und schwebt so über ihr und nimmt sie in den Arm und so, das ist, wow, und dann diese Kussszene noch mit dem Edgar. Geil, wow, geil. Lecker, ja, was du jetzt mit meinem Ständer habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, das war ja übel. Ja. Also Das war jetzt auch eine so Szene, wo man sagt, okay, das ist jetzt Evil Dead untypisch. Sowas hat man jetzt noch nie gehabt, sowas in der Romantik, Richtung. ja. Aber ich finde es aber auch nicht verkehrt. Wie gesagt, es muss ja nicht immer jahrzehntelang das Schema F bleiben. Also, wie gesagt, wenn man da neue Sachen einbaut oder einfach einmal mit Sehgewohnheiten innerhalb der Reihe bricht, ich hab da überhaupt nichts dagegen. Und vor allem, ich muss auch dazu sagen, der Vanitschek, was sagt ihr? Das ist ja ein Franzose und er ist ja mit dieser New French Extremity auch mit aufgewachsen, die Filme hervorgebracht hat wie Inside oder Frontiers. Geht es da konform, geht es mit, dass sagt, man kennt diese New French Extremity in dem Film ein bisschen raus? So dieses Sadistische und so, oder sagt sie, na, was redest du denn für ein Krampf? Du meinst, weil es da gar nichts Schönes in dem Film gab, ja? Zum Beispiel. Ja, und auch also ich sag das schon auch, und dann auch, weil das ist ja auch voll der Psychoterror, der vor allem in dieser Szene mit der Oma mit dem Kuss mit einfließt, das ist ihr Mom, die eigentlich dement ist, und ihr Mo, der es schon anscheinend lange nicht mehr angelangt hat, weil sie sagt ja dann mal so, hast du mich schon lange nicht mehr geküsst. Ja, genau. Und dann erst, als sie dann der jetzt sind und er schon total fetzt ist überall, kriegt sie mal wieder das, was sie schon lange nicht mehr gekriegt hat. Und ich finde die Szene auch wenn man so noch nicht hat, aber sie passt ja trotzdem Vollgas in so ein Evil Dead Ding ein, weil es sind verdammt mit Dämonen, und wie es damals beim Hardline schon gesagt hat, Dämonen müssen für mich einfach absolut obszön sein, und das passt so geil dazu, wenn ein Dämon dem das ganze Gesicht schon zusammengeschossen ist und Backen aufgerissen und er hängt ein Zent und was weiß ich was aus, und dann nimmt er seine Frau und küsst sie leidenschaftlich. Also wie obszön möchtest du sein, der jetzt sagt, ja, voll geil. Also Naja, also es war jetzt kein normaler, leidenschaftlicher Kuss. Ja, Also ich hab's richtig die Funken gesehen. Ich hab's gesehen, wie es gesprungen sind. Also das war schon kurz vor Porno. Also muss man schon sagen. Ja, umsonst war ich nicht äußerst erregt. Wer ist neben dir gesessen, wo hast du umgelangt? Links und rechts holländisches doppeltes Ruderboot. In der ganzen Reihe gerudert wie die Verrückten. Brutal, geschwitzt habe ich jetzt Sau. Ich habe auch die Farbgebung von dem Film stark gefunden. Also dieses total entsättigte. Gab's ja fast keine mehr. Ja, richtig. Also das war schon fast so Nosferatu-mäßig, da wo wirklich jede Farbe da rausgezogen war aus diesem Ding. Das war so ein trostloser Batzen, der Film. Phänomenal. Und dann auch noch diese Musik dazu. Also dieser Soundtrack. Bei mir läuft er momentan sehr oft drauf und runter das ist ein Duo, die nennen sie Double Danger. Und die haben wir schon beim Vanitschek zusammengearbeitet, bei dem Vermins. Und ich fand den Soundtrack so toll. Also es ist wirklich diese Mischung da mit den Chöre, mit den Bassdröhnen und so. Also ich bin ein Riesenfan von dem Soundtrack. Ich mir fast behaupten, von den 3 neuen Evil Dead Filmen ist das mein Favorit soundtrackmäßig. Weil er so trostlos ist, so dermaßen. Ja. Der lässt ja auch kein gutes Gefühl aufkommen, dieser Score. Das ist allgemein, das passt ja auch zu der Farbgebung, wie du schon sagst, und zu der ganzen inhaltlichen Thematik, dieser Zerbruch von der ganzen Familie, die an sich ja anscheinend schon absolut toxisch, wie man so schön sagt, zueinander war, und da halt das dann in seiner Extremität dann gipfelt. Eher ein toxisches Familienverhältnis. Ja. Nix Gutes, kein gutes Gefühl, es ist nichts Schönes da, und dann kommt nur dieser kreislige Farb dazu und dieser ekelhafte Score, dass du wirklich nie irgendwie einen Funken Freude in dir tragen kannst während dem Film. Ja. Also passt richtig geil zusammen alles. Und er spielt das ein kleines bisschen mit den Erwartungen, weil die Alice ist ja dann auch noch mal so angehalten, dass diese Worte vorliest.
diese 4. Und dann sagt sie ja, Kanda, Estrata, Montose und dann sagt so, ach, fuck it. Und sie liest das letzte Wort lässt es nicht vor und du denkst dir dann schon, passt, also das können wir uns jetzt schon mal schenken und dann kommt der Hund. Ja. Und das war dann schon so ein Ding, wo du so ein bisschen runterkommst und sagst, ja okay, sie hat jetzt nicht gesagt, alles klar, jetzt so schlimm kann es nicht werden. Und dann kommt das saufig durchs Fenster. Wow. Das hat ein paar so Kandidaten im Kino ganz schön oft gerissen. Also direkt in unserer Reihe, die hat ganz schön gewackelt. Die Box-Sitze hätte man nicht kaufen brauchen. Das stimmt. Das war irre, ja. Aber es war wurscht gewesen eigentlich, oder? Ob es vorliest, weil die Worte sind ja schon gesprochen worden am Anfang. Ja, aber wo es dann entstanden wäre, keine Ahnung, wo es dann noch gekommen war. Keine Ahnung. Dann hätte sich der Will einfach mal beeilt. Ja, der Will. Da brauchen sie ein bisschen lang, wenn es dann heißt, so quasi, ja, am Dachboden ist das und dann, es dauert ein wenig lang, bis dann die wegen so die Hufe schwingen und sagen, okay, jetzt holen wir mal dieses Scheißding. Also, wenn sie ein wenig gesputet hätten, wäre es vielleicht ein wenig anders ausgegangen. Da wollte ich jetzt auch fragen, was sagt's denn so allgemein zu dieser Mythologie? Weil, also in dem Film, weil als sie dann diesen Dolch finden, fand ich das schon irgendwie billig. Ich habe mir da gedacht, echt jetzt? Okay, man probiert jetzt einfach Dolche aus, bis es halt da funktioniert. Na, das fand ich ja lustig, das war ja wieder so Slapstick-Shit. Das hat ja schon wieder passt. Ja, aber dass das Ding ausschaut wie ein Teppichmesser. Ja, das fand ich gar nicht so schlimm, sondern es ist halt immer wieder so angeschnitten worden, aber der Joseph, der das ja irgendwie studiert hat oder der da wahnsinnig viel recherchiert hat, da ist mir irgendwie schon eine Szene abgegangen, wo der halt da auch nochmal ein bisschen tiefer drauf eingeht. Und es war halt so klar, okay, der Dolch ist da, der Großvater war in diesem Kreis der weißen Männer. Das merkst du jetzt. So die ganze Familie hat sie irgendwie gewusst, aber es wird gar nicht so richtig drauf eingegangen. Das fand ich halt dann irgendwie blöd. Und dann halt nur zusätzlich mit dem, okay, probiert's einfach mal alle aus, bis ich es halt dann hab. Das fand ich schon cool. Okay. Aber ich fand dann auch cool, weil ich mir gedacht habe, okay, wir kennen ja aus Evil Dead 2 diesen kandarischen Dolch, wie der ausschaut, so dieser Griff mit dem Totenkopf unten und dann dieser knochenartige Klinge, die da dran ist. Und das ist eine von den Klingen, die am Joseph in den Hals einsticht. Und ich denke mir, well, leck, jetzt geht's ab. Und dabei ist es nicht. Das war dann, dass ich gesagt habe, warum? Und dann probiert sie es eben nur ein paar Mal aus und dann kommt dieses Teppichmesser aus. Und das ist fast wie bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Nicht der fette Becher mit Edelsteinen besetzt ist der Kelch vom Jesus, sondern der Becher eines Zimmermanns, der Holzbecher. Der grintige, der glänzte und der aus Holz und nicht aus Gold. Das ist dann der richtige. Und ja, weil der Jesus ein Mann des Volkes war, ist ja klar. Ja, richtig. Aber das haben wir gedacht, jetzt ziehst du das durch wie bei Indiana Jones und das klärst die, mitkriegst die drum, das wird's dann. Ich habe halt irgendwie die Erwartungshaltung gehabt, okay, sie kommt jetzt auf den Dachboden endlich mal hoch und muss dann selber noch mal ein bisschen recherchieren. Die hat ja gar nicht die Zeit gehabt. Die hat da den Beitel gehabt mit den ganzen Messer und hat dann drauf rumgestochert. Ja, und probieren geht über studieren. Also ich meine, er ist ja dann nichts anderes durchbleiben, aber war eh gut. Nichtsdestotrotz fand ich es ein bisschen schade, ein bisschen versprüht. Geil ist natürlich, dass der Bruce Campbell den Großvater verkörpert hat. Gerade wo ich die Frage habe, hast du noch gesehen. Ich hab das gesagt und dann sagt einer neben mir, na, das ist er nicht. Boah, wer war das ein Depp? Keiner von mir. Irgendein random Arschloch neben mir hat es dann. Arschloch. Nur weil er das nicht glaubt hat, ist er sofort ein Arschloch. Der Corby ist wirklich so ein richtig böser Mensch. Ja, ey, ich war schon sehr stolz auf mich. Und er redet so schlecht. Danke für nichts, du random Arschloch. Aber das war wieder schön. Also, das ist jetzt das zweite Mal, dass man einen Bruce Campbell schon Hänger sagt. Das habt ihr ja bestimmt in unserer Send Help-Folge auch gehört. Da kommt er ja auch vor, der Bruce Campbell. Ja, richtig. Ja. In einer ähnlichen Rolle, ja. Zu dem Krampffilm her immer nicht nur einen Podcast auf. Wahnsinn. Ja, Hey, aber ich bin da, beim Corby kann ich ein bisschen wieder einsteigen, weil ich finde nämlich das mit diesen weißen Männern, den Kreis, da bin ich schon sehr gespannt und ich hoffe, dass wir das nämlich im Evil Dead Wrath dann besser durchleuchtet kriegen und die Thematik geil aufgegriffen kriegen. Also, ich zumindest gehe auch stark davon aus, dass sie es so machen, weil umsonst rücke ich doch auch nicht diesen Kreis so jetzt ein bisschen in den Mittelpunkt, wie sie es bei Burn gemacht haben, dann mal so direkt umsonst. Und wenn ich dann mit Evil Dead Wrath eine Vorgeschichte erzähle, dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir diesen Kult ein wenig besser kennenlernen. Da bin ich schon gespannt drauf. Ja.
Bei anderen Filmen war ich jetzt ein wenig vorsichtig oder hätte Angst, wenn es heißt, sie wollen jetzt das Cinematic Universe aufbauen. Aber wie sie es jetzt momentan machen, dass die Filme jetzt mittlerweile noch Evil Dead vom Alvarez, dass die ja wegen so aufeinander aufbauen, das finde ich cool. Dann hast du so eine schöne Storyline, die sich da quasi ein wenig so drüber stülpt über alle Filme und jeder Teil zeigt wieder ein paar neue Facetten. Und wie jetzt ihr schon sagt, das schließe ich mich um mit den Männern, war jetzt dann mal wirklich interessant, wo es da los war. Und wie man da bei Evil Dead Rise ja bei der Schallplatten schon gehört hat, wo es da mit denen alles los war, das war schon einen separaten Film wert. Das hat sich schon alles mega cool angehört. Total. Ja, der Evil Dead Wrath, das ist ja 2028, glaube ich, rausgekommen, oder? Und das ist dann eher Prequel. Ja. Genau, ich glaube so 10 Jahre vor dem ersten Teil, oder? Ja. Das, was ich da recherchiert habe, war irgendwie, er spielt 1972. Ja, und der erste Evil Dead spielt 1980. Also. Echt? Ja. Ach so, stimmt, das davor war Kurzfilm. Within the Woods. Der war, glaube ich, 78. Ja. Das war der, wie sagt man, nicht Werbefilm, aber der, ja, keine Ahnung, das war der erste Kurzfilm. Ein Pitch dafür. Ein Pitch, danke sehr, super. Und für den Sam Raimi mit dem Bruce Campbell gemacht hat, damit Evil Dead finanzieren haben können. Kann man den anschauen bei uns auf YouTube oder ist der irgendwo drin? Ich glaube, der ist bei YouTube drin und ich habe den auf irgendeiner Disc. Also ich habe da so die Hardboxen, die es da früher gegeben hat, von dem Label TUT. Da ist dieser Kurzfilm mit drauf. Aber da ist der Bruce Campbell dann der Dead. Muss ich mir mal angucken. Weil ich glaube, ich habe schon mal Ausschnitte davon gesehen, aber ich habe noch nicht ganz gesehen. Jo, den kann man schauen. Das ist schön, wenn man den schauen kann, das ist schön. Was wir ja voll übersprungen haben, ist ja der Anfang von dem Film. Und ich habe schon ganz vergessen, dass es diese Jessica da gab, die in dem See haust. Aber wie die da wieder auftaucht und was die da angeltechnisch mit diesen armen Burschen da macht, holla die Waldfee. Pinhead gefällt das. Ja, oder Ding, A Spit in Your Grave. Ja, stimmt. Ja, da war auch gedacht, ekelhaft, also so mit so Anglerhaken irgendwo einhängen, das ist eben so was richtig Asoziales und dann geil über die ganze Fresse drüber, das Ding. Also das Intro sagt schon mal, in welche Richtung das der Film geht. So, vor allem diese geile, dann wird er geil kocht im Weiher drinnen und dann geht er aus, wenn er dann ausgegraben und dort liegt und sieht dann aus dem Weiher rausgeht und steigt auf sein Hemd auf und dann zückt er so geil die kochte Haut over, dass da shit Knochen auszuschauen. Also das glaube ich sagst, schöne Effekte, ist alles so schön handgemacht. Böse. Voll gewalttätig, wir sind im richtigen Film. Ja, oder auch der Spezi vor ihm, der dann zweiteilt, den er dann da rauszieht aus dem See, den da die Innereien raushängen, sehr böse. Geil. Sehr böse. Das ist super, wo er dann die ganze Zeit, ich hab dich und hat halt nur eine Hälfte in der Hand. Was ist mit Vetter? Ich fand es wieder ganz lustig, auch wenn du dieses Social Media bedienst, dann schaust du einmal rein und wenn dann die Leute schreiben, ja, wer war jetzt die da in dem See und hin und her und da wird nichts erklärt und so ein Scheißfilm. Die denken mir, ja, kann ich jetzt nicht eins und eins zusammen sein, dass das die Tante aus dem See ist? Die hat sogar noch diese Narben im Gesicht von der Drohne. Also, Freunde, nehmt sich den Kopf ein bisschen her. Der Film ist nicht so kompliziert, das ist kein fucking Interstellar. Es müsst nur einen Kopf ein bisschen hernehmen, dann kommt es da drauf, ich schwör's euch. Ich weiß schon, du wirst schockiert sein, aber es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute das checken, dass man davor Evil Dead Rise gesehen haben muss. Ja, aber es hat doch jeder Trottel heute Wikipedia und jeder hat Google und jeder ist der Man am Handy. Dann kann ich sagen, Oleg, Evil Dead Burn, schauen wir mal. Und dann steht da dabei, ja, 6. Film vom Evil Dead Franchise. Und sage ich, okay, dann vielleicht soll ich die dann ein paar vorher gesehen haben, bevor wir Teil 6 so schauen. Genügend Leute, die das einen Scheißdreck interessiert und die das überhaupt nicht wissen, weil wenn ich es ja dann erklären will, die werden aber richtig nicht in einer Horror- und Splatter-Filmgruppe bei Facebook. Wenn ich da schon drin bin, dann habe ich auf jeden Fall den Mist gesehen. Die Ja, sollten sind ja natürlich Anfänger einfach vielleicht da gewesen. die sollten halt die Gruppe dann verlassen. Gibt's nicht Anfänger? Flippe aus. Also, Mike flippt schon wieder nur aus. Scheiß Geschwerl, Anfänger und faule Kantergeschwerl. Das tut mir leid. Ich gebe da nichts mehr aus. Die haben sich bestimmt auch nicht um den Garten gekümmert. Aber wieder grantig war der Pap, weil der Pur nichts tut. Also ich habe hab eigentlich meinen Vater gesehen, der so. Ich wollte gerade sagen, das war so richtig, das war biografisch für dich, oder? Ja. So war das. Ja, der Vater war guter. Der Vater war guter. Ja, was sagen wir denn eigentlich zu den Mid- und Post-Credit-Scenes? Ja, richtig. Was sagen wir denn dazu? Wie haben euch die gefallen? Was sagt ihr dazu? Brauchen wir so etwas? Mir hat das aufgeregt, also ich finde, für Post-Credit-Scenes bin ich ein riesen Fan schon immer.
Das ist ja nicht nur, hat er nicht nur Marvel für sich erfunden, sage ich jetzt mal, hat es ja schon früher gegeben. Und da jetzt in dem Fall, dass man da die Oma nochmal sagt, also wie gesagt, da weiß man halt, es geht auf jeden Fall weiter. Auch ohne eine neue Beschwörung. Was mich gestört hat, dass es nicht fliegt, weil normal können der da jetzt fliegen und warum krampelt sie da am Boden umeinander? Was ist denn da los? Ja, vielleicht, weil sie Mecher von jemandem mitgenommen werden und wenn sie fliegt, dann bleibt keiner stehen. Also ist gerochen, damit der Autofahrer selbst stehen bleibt. Danke, Conny, super. Sagst Ja, du's? nimmt sich immer in den Kopf, so kompliziert ist der Film. Ah, Das ist den nicht Punkt fucking gebe ich dir. Interstellar. Ja, Mein jetzt Gott, haben wir aber Mann. quitt. Ja, okay, jetzt sind wir beide. Jetzt haben wir quitt, okay. Schlag ein. Passt. Passt. Schön. Ja, aber das Highlight war halt die richtige Post-Credit-Scene. Ja, indem er mir Also- eine von meinen Top 2 Evil Dead Figuren wiedersehen, und zwar die Alyssa Sutherland. Und die darf als die Maggot-Mummy darf's wieder kommen. Es fragt sich, warum. Ich glaube, dass das mit den Spiegeldimensionen zum Tor hat, die wir ja in Evil Dead 2 zum Beispiel schon gesehen haben, da wo dieser Ash aus dem Spiegel kommt und so. Ich glaube, wir kriegen da noch eine neue Ebene dazu. Okay. Ja, ich bin auch schon gespannt, wie sie das erklären, weil mit dem Spiegel da ja passen, weil ja auch die Post-Credit-Scene ja mit dem Spiegel spielt. Ja. Aber ich war auch, also Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass sie wieder zurückkommt, weil die als Mami in Rise so gut war. Voll. Und ich habe Irre, echt weil- Tränen geweint, wie die am Schluss dann gehäckselt worden ist, weil man gedacht Ja. hat, nein, ich mir jetzt einfach in mehr Filme sehen. Und dann Ja, erfüllen sie mir unbedingt, den Wunsch. Und ich habe mir dann schon gedacht, mit dieser Urne, mit Ellie Bixler, glaube ich, heißt Ellie, und dann sechst diese Urne und sagst, okay. Und dann hängt dem Kind die Wirbelsäule aus. Und dann sagst du, ja, wow, das hat jetzt ganz am Schluss, hat jetzt das auf alle Fälle noch gebracht. Ja, Er braucht, ja. dass der da die Wirbelsäule ausschaut. Damit der von dir 5 Sterne kriegt. Falle, das ganze Gefraß weg, bis auf Katzen. Ja, und dann am Schluss noch Alyssa Sutherland Ass. Und das erst nachdem der Film rausgekommen ist und schon eine Woche gelaufen ist bei Letterboxd drin gestanden, dass die Alyssa Sutherland im Film dabei ist. Also ich habe die Besetzung ein wenig so durchgeschaut und da ist anfangs nichts dabei gestanden. Ah, das ist auch geil, ja. Alyssa Sutherland will return in Avengers Doomsday. Da hat der Dr. Doom keine Chance. Null, da ist er raus. Ja, ich bin gespannt, wie sie es erklären. Also, weil wer das Ende von Rise ja gesehen hat, der weiß ja, dass der Häcksler saubere Arbeit geleistet hat. Du brauchst nicht mehr so viel krematorieren für die Nein, für die Frau. eigentlich nicht. Ich glaube, dass in der Urne ja gar kein Arsch drin war, da war gerade irgend so, was weiß ich, haben sie einen Hoden ausgewunden und Oh, einwickeln lassen. ja, genau, haben sie ein wenig zusammengekehrt. Ja. Vielleicht sehen wir wieder auch noch dann, was mit der letzten Tochter von ihr noch passiert ist dann am Ende, weil da ist ja und ihre Schwester, die zwei haben ja mal nicht überlebt, gell? Evil Dead Ja, Rise. und die Deadites in diesem Stockwerk haben wir ja auch noch, die noch Ja, aufgestanden sind auch sind. nicht Also, wir hätten noch ein paar lose Enden. War halt geil, wenn du dann echt, wenn du, keine Ahnung, vielleicht macht der Evil Dead Wrath so 2 Zeitebene, dass man vorher und dann nach Burn weiter verzeiht. Aber ich meine, es war halt geil, wenn wirklich vielleicht auch dann von Evil Dead 2013 und so noch die Figuren wiederkämen und man da wirklich noch ein wenig was erleben darf. Ja. Das war, hätte ich richtig Bock drauf. Und Vielleicht wenn, so, ja, ja, Entschuldigung. vielleicht mach halt, wenn da so kleine Gruppen entstehen, da wie bei Ash vs. Evil Dead war ziemlich cool mit die Survivor Girls aus den letzten 3 Filmen dann. Das war cool, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, voll gerne. Und ja, mir bleibt nicht mehr fett zum Sagen. Also es ist an sich was was ich mir nur gedacht habe, es war ein bisschen schwach, dass der Freischneider so leise war. Die Freischneider, die machen mal einen Hafergaudi und sie geht dann da über Treppen auf und du meinst, die hat so einen Dyson-Staubsauger in der Hand. Hab ich gedacht, ja, die wegen mehr Gaudi macht das Ding aber fein schon, Freunde. Der war halt gut gedämpft. Kennst du wieder nicht. Das ist halt das teilige Zeug, was die Leute kaufen. Ach so, Aber- ich habe nur das Einhellsach. Aber Ja, eben. Mike, da muss ich jetzt schon sagen, ich hätte jetzt erwartet, du kannst uns eine halbe Stunde lang über sämtliche Cameos in dem Film irgendwas erzählen. Und damit meine ich irgendwelche Artefakte, Skizzen, Bilder. Ja, wir haben ja nur die also, Erwähnung an Evil Dead 2013. 5 Teenager Hab ich auch schon died gelesen. in a burning Cabin. human in the woods. ja, Genau. stimmt. Mehr habe ich nichts, denke ich bin raus, Mike, verzeih du. Ich kann auch nicht mehr viel sagen, ich habe das Problem momentan, dass mir manche Filme im Kino, die mich so richtig bockern, die überformt mich einfach. So wie bei Obsession. Ich habe mir bei Obsession schon so hart bei unserer Aufnahme, dass ich das alles nur so zusammenbringe. Und der Evil Dead Burn ist jetzt schon wieder fast eine Woche her, dass ich den im Kino gesehen habe. Und ich brauche schon wieder Auffrischung. Der hat mich im Kino so überfordert, dann ist das Ding gar. Und dann sitze ich da mit so einem offenen Mund und denke mir, boah, leck.
müsste die jetzt noch mal sehen. Bei Masters ist es mir auch so gegangen. Bestimmte Szenen, die wollte ich einfach einfangen, weil ich mir gedacht habe, hey, Szene hör nicht auf. Und ja, ich gesagt, der Boss, vielleicht liegt es am Alter. Keine Ahnung. Und dann bei Ja, geh anderen mal Filmen wie einfach jetzt Backrooms oder so, bei Backrooms, da bin ich dann da gestanden, so nüchtern und so, der hat mir jetzt gar nicht so krass bei die Eier gehabt. Da kann ich dann noch eher alles sagen. Aber bei denen Filmen jetzt, da, die wo mir da so richtig bei die Eier haben, da brauche ich momentan eine zweite Sichtung. Ich sag's, wie es ist. Ja, dann gehen wir nochmal ins Kino. Ja, gern. Ich hab Spaß gehabt. In Und wenn Blattling. wir in Straubing einfach sitzen blieben warten, bin ich mir ziemlich sicher, der war danach auch noch auf Englisch gekommen. Das kann Sei schon froh, sein. sei froh, dass nicht davor einfach auf Englisch gelaufen ist. Ja, und auf Englisch ist sowieso alles besser. Da können wir die Gags Ja, da- sowieso mal. Ich hätte Ja, es ich tatsächlich bin- nicht schlimm gefunden, ja. Ja, schmerzt der. Kann nicht, weiß nicht mehr, was Eisel heißt, aber du möchtest den Film auf Englisch anschauen. Ich habe irgendwo gelesen, Eisen, dass man Eisen, sogar ein Bild vom wie heißt es? Necromanticum Ja, genau, Necromanticum bei ja. Ching Chong. Oh, nicht auf Ching Chang Chong darf man nicht sagen. Ching Chang Chong darf man nicht mehr sagen. Das ist die Frau vom Frühstücksfernsehen, der haben sie jetzt einen Arsch aufgerissen wegen Ching Ja, Chang aber Chong. ich hab doch jetzt hier. Jo, du hast Ching Chang Chong gesagt, ich hab's gehört. Ah, mein Gott, okay. Ich habe jetzt das Evil Dead Anzeige ist Buch raus, Corby. Also, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Anscheinend war da ein Bild von dem aus 2013 eben drin. Wo in die Unterlagen vom Opa. Ja. Ist mir, ist, weiß Wo, ich nicht, aber was ist auf dem Bild vom Nick- drauf? Es war ein Necronomicon. Bild von Necronomicon. Man sagt das in so einer, man sagt das in diese Aufzeichnungen, sagt man dieses Necronomicon, sagt man mal eins, ja. Genau, Das ohne soll Gesicht. Das soll ohne- das von 2013 sein. Das kann's auch, ja. Weil es kein Gesicht drauf hat. Stimmt. Necromanticum. Ja, es gibt schon, wie gesagt, diese ganzen Verweise auf die anderen Filme und so, also das macht Spaß, da das ganze Wuchsen zum Singen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall da auch schon auf den nächsten Teil. Ein bisschen schade natürlich, dass der erst 28 rauskommt. Vor allem, der ist ja schon abgedreht. Was soll ich Ja, aber sagen? du, wenn wir jetzt alle 2 Jahre einen Evil Dead Film kriegen, das ist ja sowieso Wahnsinn. Das Nein, ist ja hol ihn cool. jedes Jahr. Warum? Du kannst ja nur mehr wünschen, Mike. Ja, jetzt dann so kommt wie- am Schluss so ein So-Ding aus, wo sich dann kein Mensch mehr auskennt. Ja, nur wenn man dumm ist. Ist er nicht Interstellar, du Volltipp. Strenge mir den Kopf an. Soll man denn jetzt schon zu den Tops und Flops übergehen? Bitte, ja. Ja, bevor er Mike du durchs Mikro Ja, ich durchzieht. sag jetzt gar nichts, weil sonst rauft man Weil halt für noch. das bin ich nicht zu faul, da garantiere ich dir. Ja, okay. Das zum Stänkern, da ist er noch nicht zu Fall gewesen. Ich fange einfach an. Wenn weil ich laufe dann unhöflich schon, dann bin. laufe ich davon. Und zwar, mein Top ist, dass ich trotz Trailer überhaupt nicht das Gefühl gehabt habe, dass jetzt dieser langweilige One-Shot kommt, sondern ich war immer nur begeistert. Und ich habe mir auch gedacht, ich hätte jetzt ums Verrecken nicht sagen können, wer in diesem One-Shot denn eigentlich da verfolgt wird, wenn ich jetzt nur diesen Trailer gesehen hätte. Also mir war das jetzt während dem Filmschauen nicht bewusst, okay, stimmt, es läuft jetzt also sowieso darauf hinaus, dass die Alice irgendwann am Boden umeinander kriegt. Also da war ich echt begeistert. Das ist so eine geile Szene. Und insgesamt, also für mich war der Film wahnsinnig kurzweilig, weil er einfach ab Minute 1 mich schon voll in dieses Evil Dead-Universum reingezogen hat. Und umso blöder habe ich es dann gefunden, das ist jetzt mein Flop, dass eben dieses CGI, ich sage jetzt den verbrannten Will, mir schon nochmal einiges genommen hat. Also es war weder gruselig, nur irgendwie gut. Nein, ich gehe so weit und sage, das Ende ist scheiße. Also nicht bloß das CGI, das Ende ist scheiße. Ich greife jetzt Aber schon nicht mit vor. der Oma. Dass die nochmal käme, ist das fand ich Nein, aber das großartig. Ende an sich, dieser Kampf, da, von da weg, wo der da rauskommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann da in dem Teer untergeht, das war scheiße. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hätte vorbei sein sollen bis zu dem Garten-Pavillon da. Ja, Weil da meine ich, da macht er auch noch geilen Psychoterror, meine ich, ein bisschen mit ihr. Das war halt auch cool, das war so das Deadite-Ding einfach, das Dämonen-Ding in den Kopf einschauen und die mit deinen eigenen Dämonen praktisch fertig machen. Und da hätte ich mir dann vielleicht irgendwie so das Finale gewünscht bei dem Pavillon, aber alles, wie du sagst, ja, das in der Lebengruben, da hätte ich die Mumie dann nicht noch braucht. Aber es war halt also unlogisch, weil gefühlt sind die ja schon lang irgendwie von dieser Baustelle zu sich nach Hause gefahren. Und er hat ja ewig braucht, bis er bei dem scheiß Haus war. Der hat sich ja den ganzen Tag Zeit genommen. und dann gehen Er ist ja wir schon wieder im die Keller Tour. gesessen. Und dann stolpert sie durch den Wald durch und ist sofort bei der Baustelle und er ist auch mit, also zweimal irgendwie die Haken aneinander schlagen und schon so da. Es war ein Zeitsprung.
Ja, sie hat sich einen Tag lang bei der Baustelle versteckt. Du sagst bei anderen Filmen ja auch nicht, wie sie mal aufs Klo gehen oder Brotzeit machen dazwischen. Das wird ausgestellt, das interessiert keinen. Darum ist jetzt der lange Laufweg da auch wurscht gewesen. Okay, gut. Wie schaut's bei euch aus? Weiß nicht, wer fragst du? Ja, wen fragst du? Ja, Kani, wenn du schon so frech fragst. Oh, frech bald. Ja, ich bin ein Frechtags. Meine Mama schon gesagt. Prinzipiell war mein Top auch der One-Shot gewesen, aber den hast du jetzt genommen, du Pimmel. Dann nehme ich oder in Kombination nehme ich den Errol Shand, der einen Edgar gespielt hat als Deadite und vor allem sein Einsatz im Auto drinnen, das war mein Highlight von dem Film. Er als Deadite und sein Auto-Karate. Sein Einsatz, das klingt, als hätte er jemanden gerettet. Ja, hat er Musik vom I-Team im Hintergrund und schon ja, ihm. hat er geschaut, dass Leute vom Auto rausgekommen sind, ja. Und mein Flop war, ja, ich glaube, dass wir uns eigentlich zu dritt Hemd geben können, weil für mich eigentlich auch nur das Ende in Frage kommt als Flop. Dieser CGI-Will, der war völlig unnötig. Es gibt ja mittlerweile nur gute Practical Effects für verbrannte Leichen. Da hätte man irgendwas Geiles daraus machen können. Allein wenn du an den Anfang denkst, wie es den Haut vor der Hand runterzieht, wenn es drauf tritt. Wenn du so sich vorstellst, so einen verbrennten Haut fällt runter, Fleisch schaut aus, da jetzt ein richtig cooles Ding machen können. Na, was kriegen wir? 2000er Brendan Fraser, die Mumie-Version vom Will. Und das ist mir auf den Sack gegangen. Man muss aber sagen, ich habe jetzt ein Foto gesehen im Internet, wo man diesen Will mit Make-up sagt. Also das ist nicht alles CGI anscheinend. Ja, aber das ist wieder so ein Ding. Drüber wie nur CGI. Also ja. Wahrscheinlich Kostüm und so weiter gemacht und dann noch fette Effekte drüber, eben dass halt Löcher drin sind und da Loch und hätte ich nicht braucht, also da ist mit den Rippen und so. Ja, brauche ich nicht. Dass die Haut nur so kocht oder man halt sieht, okay, das wabert nur, das hätte ich auch nicht braucht. Ja, das kann ich doch auch mit CGI partiell lösen. Da muss ich doch das ganze Ding da irgendwie so verunstalten. Ja, genau. Da hätte man irgendeine geile, es hätte eine viel, viel bessere Lösung dafür gegeben und das ist, was mich richtig, richtig nervt, dass sie da auf so eine blöde Idee kommen und gemeint haben, das ist jetzt so gut und da haben die Leute Bock drauf, weil ich glaube nämlich, dass das wahrscheinlich die meisten Leute stören kann, vor allem wie der Mike schon gesagt hat, Evil Dead steht ja eigentlich auch dafür, dass immer alles sehr handgemacht wird. Ja. Und der Rest vom Film ist ja überwiegend richtig schön handgemachte Practical Effects und dann kommt diese CGI-Gurke da daher. Ja. Ich hätte noch was anderes als Flop, nicht nur das Ende, sondern was mich immer aufregt, oder was mir jetzt, warum das seit Evil Dead 2013 so Phase ist, diese Selbstverstümmelung, die permanente von den Deadites. Das ist etwas, was ich irgendwie nicht so braucht hätte, weil das kommt in den ersten 3 Filmen auch nicht so vor, außer dass sie diese eine einmal diesen Arm abbeißt mit dem Dolch in der Hand. Also das kommt einmal vor an Selbstverstümmelung. Aber seit dem 2013er meinen alle Deadites, sie müssen sich die ganze Zeit selber verstümmeln. Und diese 3 Kopfschüsse, die sie der Vater gibt, das hat mich total genervt. Warum? Warum soll sich der jetzt 3-mal in den Kopf schießen? Was soll das? Schaut am Schluss saugeil aus, aber warum? Was soll das? Warum schieße ich mir jetzt da als der Ober-Deadite-Terrorerfahrer 3-mal in den Kopf? Was soll das? Das ist scheiße. Ja, aber ja, wegen am Terror, den du damit auslöst auf deine Familie. Jetzt zuschauen müssen, wie sie ihre eigene Papa in den Kopf schießt. Oder wegen dem Gewicht. Weil sie dann dachte, da ist ein Agiler. War Brainiac, hat sie gedacht, da tue ich drüber wegen raus. Mein Gott, weißt du vorher, wo es noch darum gegangen ist, dass sie geschmust haben, ja, das hat es vorher noch nicht gegeben, die Evil Dead Filme, das ist einmal was Neues, das passt schon. Die haben sie in die alten Filme nicht selbst verstümmelt, jetzt dann regst mich du aber auf. Regst mich du auf mit deinem Scheißdreck. Mir macht's Schmusen macht mehr Sinn, weil es ja auch mit Infizieren was zum Tor hat, aber den eigenen Körper verstümmeln, den ich eigentlich zum Kämpfer brauche gegen Menschen recht lästige, warum soll ich den verstümmeln? Ja, braucht er seinen Kopf nicht zum Verstümmeln. Das ist doch Schmarrn. Die werden schon einen Grund haben. Und wir werden es höchstwahrscheinlich in Evil Dead Wrath erfahren. Ja, okay, genau. Was mir super gut gefallen hat, ist halt einfach, wir haben wieder mal einen richtig tollen Evil Dead Film, der auch wieder beweist, also dass die Reihe einfach weiterläuft und wir haben erneut keinen schlechten Evil Dead Film in diesem ganzen Universum. Wir haben nichts Schlechtes, wir haben weder schlechte Serien, noch schlechte Spiele, noch schlechte Comics, keinen schlechten Film. Finde ich super, das kann eigentlich hier nicht viel Horrorreihen, die es schon seit fast 50 Jahren gibt, von sich behaupten. Und das ist ja, dann darf er sich jetzt mal was erlauben.
Ja, das war nur das Ende. Es gibt Abstriche, aber wie gesagt, das war ein Riesenspaß. Und was zu dem Spaß speziell beitragen hat für mich, das ist diese tolle Kamera, die wir schon angesprochen haben, und die obertolle Musik. Dieses Zusammenspiel mit diese total entsättigten oder farbentsättigten Bilder dazu. Es war ein Fest. Ganz toll. Also, Zauberhaft. ich habe tatsächlich weniger Erwartungen gehabt und von dem her, ich war so begeistert. Also, ich bin so grinsend aus diesem Film rausgegangen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, und ja, jetzt oute ich mich hier, ich hab euch schon vermisst. Oh. Ja, warst du da mitgegangen, du Volldepp? Das ist, Brauchst du auch noch mal daherkommen, mit dir habe ich vermisst. wie schon gesagt, ans Plattlinger Kino spielt solche Filme bitte nur noch in den Hauptsälen und macht's alle anderen Filme dann leiser. Nein, Man Kino muss aber 5 auch und Kino 2, das sind die zwei Problemsäle. In alle anderen hast du das Thema nicht. Ich habe das gelesen mit dem Vierer und hab mir gedacht, okay, sag jetzt an Kobi Bescheid, ach, der ist schon so geil auf sein Straubing, ich mag gar nichts Ja. mehr sagen. Aber im Mit wem Vierer warst du gibt's auf keine dem Straubing? Probleme. Um das ist wahrscheinlich gegangen. Du hast dich Mit dem Date Flo gehabt und mit dem mit Sebastian. Flo und Sebastian. Ja, die gehen wir Grüße. mit euch ins Kino. Heiratet halt dann, die Fotze. Okay, gut. Ach so, Oh Gott. so einfach geht das. Ich bin Trauzeuge. Bevor die Stimmung hier noch total Was haben wir wegburnt. noch? Triple Threat, wie schaut's aus, Männers? Yeah. Haben wir nackte Brüste? Nein. Keine Titties. Haben wir Trompeten? Nein. Haben wir totes Hundsgetier? Yeah. Und ein Haufen tote Fische. Und Stimmt. Und tote Stimmt, Kinder die haben werden wir auch noch. Also die Triggerwarnung hoch auf. Tote Ja, Kinder schon. gibt's in unserer Wertung gar nicht. Nein, die sind nicht wert, das was da rein wird. Wow. Okay. Ah, ja, schön. ja, jetzt halt hier. Ich hab gemeint, eine halbe Stunde Schmerzen, jetzt hab ich schon wieder eine Stunde da und ich bin halt eigentlich ins Bett. Unfassbar. Also auf alle Fälle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß im Kino gehabt und auch beim Podcast hören, wie wir es mir gerade haben, beim Schauen und auch beim Aufnehmen. Und wir darf uns narrisch oder höllisch freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dämonisch, darf man uns gefreien. Okay. Wenn ihr wieder dabei seid beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Wow, das war schön. Ich möchte Nicht nur von hinterherwerfen. Der Evil Weit Dead wirf einmal. Ich möchte nur hinterherwerfen, für alle übrigens, die sich gefragt haben, hey, was ist eigentlich mit diesem Steady-Abo, bringt mir das eigentlich was? Ihr könnt schon ab dem ersten Level 2 Tage früher, und ja, wirklich, ohne Scheiß, immer 2 Tage früher die Folgen schon exklusiv hören. Und zwar alle fucking Folgen, die wir rausbringen. Und außerdem sollten sie uns auch jetzt gleich mal wieder ewig dankbar sein, weil eigentlich solche eine Fortsetzungsgeschichten wie Evil Dead Burn steady-inklusiv werden. Und wir machen es wieder mal gratis, weil wir einfach nicht auf euer Scheißgeld angewiesen sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt schon ab dem ersten Level hier früher schon zeigen, dass ihr echte Fans seid. Ja, Und das deswegen ist mal- macht's es. Ja, Tut es. Das Ja. was Gutes. macht's das. Wenn's nicht dann irgend so ein SOS-Kinderdorf-Scheißtrick, sondern macht's lieber Steady-Abo. Servus Das ist und viel Habeliere, wichtiger. bis zum nächsten Mal. Ciao, Mike. Tschüss, Servus. Grüß euch. Tschüss, Wiederschauen.